war meine erste Ente 1983. Da war ich am Überlegen zwischen Käfer und Ente. Aber dann habe ich mich für die Ente entschieden. Also kleines Auto für einen Studenten, aber wir unterschieden. Die Ente hat ein großes offenes Dach, hat 4 Türen, hat einen großen Kofferraum, verbraucht weniger Sprit. Also damals war so die Entscheidung, und so bin ich dann zur Ente gekommen. Und die ersten 2 Jahre auch nur so Ente gefahren, bis ich mitbekommen habe, dass es auch Entengruppen gibt und Veranstaltungen gibt. Das habe ich die ersten 2 Jahre gar nicht mitbekommen. Ist das mit der Hitze in so einem Wagen? Der hat keine Klimaanlage, beziehungsweise Ja. er hat Naturklima. Da hat er eine Klimaanlage Ah, hat er? Ah, super. und ein Dach, was man aufmachen kann und Fenster, die man aufmachen kann. Und Ihre ist auch speziell, also Sie fahren, glaube ich, zwei Enten. Nein, ich fahre eine Ente oder einen Anhänger. Ja, einen Entenanhänger. Ja, Ja, genau. weil der... Das ist meine erste Ente. Okay. Die hatte aber einen Frontschaden. Dann bekam ich noch eine andere kaputte, die auch einen Frontschaden hatte. Und dann habe ich mir einen Anhänger gebaut, weil ich nicht mehr bei Regenwetter im nassen Zelt liegen wollte, um ein bisschen mehr vom Boden hochzukommen. Und dann eben auch ein schönes, kuscheliges Bett zu haben. Zu haben, dem ich einfach zuschauen kann. Oh, das ist ganz schön voluminös. Ja, da kann man schön kuschelig schlafen wie der Bär in seiner Höhle. Wie viele Kilometer haben Sie jetzt bis in Slowenien gemacht? Also woher kommen Sie? Ich komme aus der Gegend zwischen Hannover und Berlin, Braunschweig. Im Norden. Und wir haben jetzt etwas, um die 2.500 Kilometer jetzt. Wir sind von oben gekommen durch Thüringen, Sachsen, Prag, Österreich, Graz. Wie viel davon auf der Autobahn? Also wir sind nur in Österreich, wir sind also außer Österreich nur Landstraße gefahren, kürzeste Strecke ohne Autobahn. Aber durch die Berge in Österreich, dann habe ich mir doch das Ticket gekauft, weil ich wollte sie nicht unnötig noch über die Alpen quälen. Aber jetzt in Slowenien fahre ich auch nur wieder Landstraße. Ja. Obwohl das aber auch schöne Landstraßen gibt in Schön, ja. Slowenien. Also manchmal muss man dann doch zum ersten Gang runter. Wieso die Ente? Das war mein erstes Auto. Das wird auch mein letztes sein. Wie alt ist das Auto? 1980. Das ist eine neue Ente quasi. Relativ neu. Ja, ja. Aber die Lüftung, die ist auch also Natur oder haben Sie das? Ja, mit dem Wohnwagen schwitzt er schon ein bisschen. Deshalb braucht es ein bisschen Kühlluft. Muss man da Vorkehrungen treffen? Ja, ja, ein bisschen mehr Luft schadet nie. Und Klimaanlage? Ja, wenn das Naturluft? Dach offen ist. Wie fährt es sich mit dem Wagen? So, die neuen Wagen sind ja ganz anders. Ja, gemütlich. Und man hat ein bisschen mehr Verständnis aber für die Technik, ein bisschen mehr Zeit einplanen. Und dann geht das gut. Besonders mit Anhänger sind sie ein bisschen langsamer. Ohne Anhänger ist das ganz okay. Wie finden Sie jetzt hier Slowenien, diese Tage, die Sie hier verbracht haben? Sehr schön, sehr schön. Wir haben gute Führung, können jeden Tag schöne Besichtigungen machen und auch das Land ist sehr schön mit den Bergen. Für die Ente genau das Richtige. Fahren Sie auf der Autobahn oder Landstraße? So viel wie möglich Landstraße. Landstraße, Ja. oder? Ja. Und Sie haben sich jetzt Urlaub genommen oder? Für das Genau. Treffen? Ja, ja, 2 Wochen. Eine Woche Treffen, eine Woche Ride. Genau. Wetter spielt auch mit. Ja, ja, eigentlich schon. Ein paar Tage war es ein bisschen matschig am Treffen, aber jetzt ist das perfekt. Da haben Sie 1400 War die Kilometer. Anreise, ne? Ja, genau. Erste Etappe, ja. Und jetzt das Event, Sie besuchen Wir haben so das viele Welttreffen- Städte. Ja, wir haben das Welttreffen besucht ne? In Postojna. Und anschließend fahren wir hier zusammen mit etwa 100 Fahrzeugen aus allen möglichen Ländern die Raid Slowenien. Quer durch Slowenien, hin und zurück und besuchen jeden Abend, treffen wir uns woanders, an den schönsten Orten. Und nochmal vielen Dank an die Organisatoren. Top. Wie alt ist das Fahrzeug? Das Auto ist 35 Jahre alt. Das ist einer der letzten gewesen, die gebaut worden ist. Und in Ihrem Besitz?
habe ich noch eine Bauer 63. Das ist meine Ente. Und die Ente, die ist leicht zu pflegen, oder? Ja, ja. Das ist, also man versteht die Technik, das ist das Gute. Man kann es auf Knien reparieren. Und man kann es auch auf die Seite legen. Es ist alles zu verstehen. Es ist kein Computer, kein Hexenwerk, es ist ganz einfach. Ne? Und wir helfen uns sowieso alle untereinander. Und es ist eine riesen Community über die ganze Welt und das ist herrlich. Ne? Ersatzteile kriegt man auch noch. Ja, ja. Mein Mann ist in der Ente groß geworden. Seine Eltern hatten auch schon eine Ente. Ja. Und es gibt Bilder, also er ist immer auf der Rücksitzbank schon mitgefahren. Und also von daher begleitet sie ihn schon sein Leben lang.